mit Spinat, aber da müsst ihr ja nicht verraten, heute gibt es grüne Lasagne. Wo ist Patricia? Für die grüne Lasagne brauchen wir Stängel Sellerie. Hallo? Hoi, Stedi. Hoi, Patricia. Wir reden nachher drüber, gell? Stängel Sellerie, Spinat, Butter, Gorgonzola, Milch, Lasagneblätter, ein bisschen Mehl, Tomatenpüree und optional am Schluss noch ein bisschen Sonnenblumenkerne. Und natürlich Stedi-Gewürz. Natürlich, das sowieso. Da sind wir aber froh. Ja. Sehr gut. Ich freue mich jetzt schon. Gut, bis nachher. Bis nachher. Ciao, ciao. Tschüss. Der Ofen ist eingeschaltet, den müssen wir vorwärmen, bevor die Lasagne hereinkommt. Stangensellerie schneide ich ganz fein. Die soll man nachher nicht wirklich wahrnehmen, so als Stangensellerie. Die gibt einfach den ganzen Geschmack. Herd einschalten, ein bisschen Olivenöl in die erste Pfanne, die gefriergetrocknete Knoblauch. Schau, dass überall Öl jetzt dabei ist. Sellerie dazugeben. Rühren und gleichzeitig andünsten, oder? Ich mache hier schon direkt ein bisschen Herdöpfel gewürzt. Dann gebe ich hier auch das Raclette und Fondue gewürzt. Ich weiß, ich mache weder Raclette noch Fondue, aber die Gewürze passen sehr gut zum alles, was nachher so gratiniert wird, auch im Ofen. Spinat sind so die gefrorenen, gehackten Blätter. Alles gut darunter mischen. Mache dann noch Tomatenpüree. Könnt ihr jetzt auch noch eine Dose Pelati nehmen. Damit ich nachher eine Soße hier habe, gebe ich ganz normal Wasser dazu. Ich brauche nachher genug Soße, damit die Lasagne gut im Ofen kann garen. Lassen wir das so köcheln, also zudecken. Das braucht ein bisschen Zeit. Und die Zeit haben wir dann für die zweite Soße. Ein bisschen Butter. Und wenn die Butter aufgeschmolzen ist, kommt ein Löffel Mehl dazu. Wichtig ist, dass das auf einmal kommt und dann gut gerührt wird. Es fängt schon an, ein bisschen anzudicken. Also keine Klumpen mehr. Kommt noch Milch dazu. Und jetzt Gorgonzola. Das kommt gerade hier rein. Mache ich aber hier schon ein bisschen Stückhauspfeffer. Jetzt lasse ich wirklich alles ein bisschen in Ruhe und nutze die Zeit, um meine Schüssel vorzubereiten. Ich nehme dafür auch wieder ein bisschen Butter. Die Soße ist soweit. Und jetzt kommt quasi das, was Lasagne zu einer Lasagne macht, oder? Ich lege zuerst ein bisschen Flüssigkeit aus der Soße einfach am Boden. Dann kommen die Lasagneblätter. So, dann kommt hier Spinat, Sellerie, Mischung. Dann nehme ich noch die weiße Soße. Die Lasagneblätter so. Grüne, einmal weiße Soße, einmal Lasagneblätter und so weiter und so fort. Als letzte Schicht kommt hier die weiße Soße. Schön verteilen, dass der ganze Teig hier in der Soße liegt. Und dann kommt eben das optional, ein bisschen Sonnenblumenkerne. Und wo gehört der Lasagne her, bevor es auf den Tisch kommt? Muss nur noch der Stedi dazu kommen zum Probieren. Gut sieht's aus. Mega. Sehr Anders, fein. gell? Ganz anders. Ist überraschend. Und der Stangensellerie ist speziell. Habe ich noch nie gesehen. Zum Glück hast du ja noch gebracht. Wieder ein Rezept mehr in unserer grossen Rezeptdatenbank. Da unten hat es noch viel mehr. Könnt die ganzen Playlists durchschauen. Alles, was wir bis jetzt gekocht haben, ist hervorragend. Danke vielmals. Mega. Sehr gern. Und die Hai nachkochen. Bis nächstes Mal. Wir freuen uns. Aber sehr. Ciao zusammen. Ciao, ciao. Tschüss.